Uigurische Frauen protestieren gegen die chinesischen Behörden. Sie fordern die Freilassung ihrer Männer, Brüder und Söhne. Zahlreiche Uiguren sitzen im Westen des Landes in Polizeigewahrsam nach den schlimmsten ethnischen Unruhen in China seit Jahrzehnten. Als ich von der Arbeit kam, war mein Mann verschwunden. Wir wissen nicht, wo er ist. Fast 1500 Menschen wurden zunächst verhaftet nach den Zusammenstößen. Chinas Behörden versuchen, die Lage in der Regionalhauptstadt Urumqi unter Kontrolle zu bringen. Menschenrechtsorganisationen fordern transparente Ermittlungen. Amnesty International ist natürlich sehr darum bemüht, dass es eine eindeutige Aufstellung der Toten gibt und jener Menschen im Gewahrsam. Uns ist sehr daran gelegen, dass uns die Regierung sagt, wer in Gewahrsam war und warum, und dass die Betroffenen Kontakt mit Anwälten haben, gerecht behandelt werden und ein ausgewogenes Verfahren bekommen, das internationalen Standards entspricht. Bewaffnete Polizisten beobachten die Proteste und holen sich Verstärkung vom Militär. Hunderte Soldaten sollen neue Unruhen im Keim ersticken. Zumindest vor den Augen der Journalisten gibt es keine neue Gewalt. Vertreter der Han-Chinesen erinnern sich voller Zorn an die blutigen Unruhen zwischen Uiguren und Angehörigen ihrer Volksgruppe 2 Tage zuvor. Mindestens 150 Menschen wurden getötet, es gab mehr als 1000 Verletzte. Die Regierung hielt sich zu sehr zurück. Menschen lagen auf dem Boden. 30 oder 40 waren tot und die Polizei rührte sich noch immer nicht. Viele Han-Chinesen wollen etwas unternehmen. Nun gehen sie auf die Straße mit großen Messern oder was immer sie gerade finden für ihren Rachefeldzug. Eine nächtliche Ausgangssperre wird verhängt, sie soll die Lage befrieden und weiteres Blutvergießen verhindern.